Talk it like Louis D. Ich sage, let's go. Yes, baby, es geht wieder los. Wir sind wieder back in the house. Heute wird geschwungen. Der König vom Tisch, der eidgenössische Schwingerkönig am Tisch ist da. Mal schauen, wie das passiert heute. Wir haben heute wieder einen wilden Gast, noch Chicos. Aber ganz allein. Heute gibt es ein Eis gegen Eis. Der Luz hat mich heute im Stich gelassen. Heute gibt's eine einsame Episode von mir und einem jungen Mann. Darum bitte alle ausrasten, Hinterschissaltos, die Heim machen. Wir sind in the house. Energy baby, energy baby. Woo! Grüezi miteinander, jeder, der zuschaut, der zulässt. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich bin der Randy, mein junger Kumpane, der Luz, hat heute kurzfristig leider müssen wegdisponieren aus einem Grund. Aus welchem auch immer, ist schon irrelevant. Darum müsst ihr heute allein mich ertragen. Nicht ganz allein, wir haben noch einen jungen Mann dabei. Eigentlich kann er sich noch selber vorstellen. Ein massiver, mit Segmehl plagmierten Applaus für den Sinischa Lüscher. Ciao. Oi. Alles klar, wie geht's? Gut, selber. Mir geht's fantastisch, danke dir vielmals. Alles im Grünen, bist gut unterwegs. Wie läuft's? Ja, es geht gut. Bin leider ein bisschen zu spät gekommen. Das ist okay. Aber jetzt bin ich ready. Bist du ready für heute? Ich hab mir das sagen lassen, ein Gast mal bei uns war, der Sven Ivanic, der ist mittlerweile schon draußen. Ein Comedian hat mir gesagt, alles unter 10 Minuten ist nicht spät gekommen. Und du bist 20 Minuten zu spät gekommen. Von dem her bist du spät gekommen. Ja, voll. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Also ich bin der Sinischa Lüscher, ich bin 19 und ich schwinge. Geiles Intro. Also ich muss nur mal kurz sagen, er kommt vorher hier rein. Wir haben das ja noch nie gesehen, oder? Nein, noch nie. Nein. Das erste Mal da gesehen, er kommt hier rein, fährt mit dem Auto an, sagt mir, er ist 19, amigo. Der Typ sieht, er ist 29. Also bei 3 Menschen vorher aufgefressen hätte. Einfach 19, Mann, wild. Wie bist du zum Schwingen gekommen? Das ist ein eine längere Geschichte. Dazu mal, als ich kleiner war, mit 11, hat mich meine Mutter gezwungen. Hat sie gesagt, du schwingst jetzt? Du hast die Körperstatur für den Schwinger, oder was? Ja, also es war so, ich habe immer Fußball gespielt mit meinen Brüdern. Also ich habe immer so ein bisschen nachgeeifert als kleine Brüder. Ja. Wie viel älter ist er? 5 Jahre. 5 Jahre, okay, verständlich. Dann habe ich auch eine Zeit lang, also ich habe mega lang, bis 16 habe ich auch Fußball gespielt. Aber mit 11 war es so ein bisschen, oder mit 12, so ja, am Donnerstag kann ich nicht. Und nachher war es so, dass meine Mutter halt Verwandte hatte, die geschwungen haben. Und jetzt heisst es ja, du musst jetzt auch mal gehen. Und dann hat es mir aber überdurchschnittlich gefallen. Und dann habe ich eine Zeit lang beides gemacht. Und irgendwann musste man sich entscheiden. Und dann hat es sich für Schwingen herausgestellt. Ist eine schwierige Entscheidung, Schwingen oder Fußball? Am Anfang, als ich klein war, ist sicher, ja, ich habe halt Fußball wie immer gekannt. Ja. Habe es sehr geliebt. Oder ich liebe Fußball immer noch. Aber irgendwann war es so, Schwingen hat es wie überlappt. Also es ist wie grösser geworden. Und nachher habe ich mich halt wirklich, ist die Entscheidung nicht extrem schwierig gefallen, sondern dass der einfach auch mehr zu mir passt. Ja. Und wie intensiv schwingst du? Also 2 Mal in der Woche oder wie bist du da intensiver dran? Ja, ich bin da schon ein bisschen intensiver dran. Schwingtraining habe ich 4 oder 5 Mal in der Woche. Ah, wirklich? Und dann kommt noch das Krafttraining dazu und Physio und so Zeug. Und von der Statur her, würdest du sagen, bist du ein typischer Schwinger? Das schon? Leider nicht. Ich bin leider ein bisschen klein. Ja. Also ich bin nicht klein, Ja, gut, aber also wenn das jetzt jemand so gesagt, denkt man, du bist 1,60, wie groß bist du? ich bin 1,80. Aber halt, die Statur ist halt schon ein Vorteil im Schwingen. Ja. Ich würde sagen, der Durchschnitt ist fast so bei 1,90 bei den Top-Schwinger. Ja. Und da bin ich schon ein bisschen kleiner, aber das kann ich anders gut wegmachen. Ist nicht ein Vorteil, dass du so einen tiefen Körperschwerpunkt hast? Das kann man auch als Vorteil sehen, aber es geht halt auch wegen der Hebel und Technik ist je nachdem auch ein Nachteil. Aber man kann es auch zum Vorteil nutzen. Findest mittlerweile bist du 19, du hast seit 11 du schwingen, seit 8 Jahren in dem Fall. Ja, voll. 11, so 7, 8 Jahre bist du am Schwingen.
Hast wenn jetzt, ich würde sagen, so als junger Mann ist jetzt nicht so mega normal, ist das falsche Wort, aber nicht der populärste Sport schwingen an sich, oder? Musst du dich einmal den Leuten erklären, hey, ich tue wirklich schwingen, ich bin nicht am Kampfsport machen oder so, oder keine Ahnung, Muay Thai oder so, sondern ich tue wirklich schwingen. Musst du dich einmal da erklären? Nein, eigentlich gar nicht. Schwingen, es hat zwar nicht übertrieben viele Schwinger, die schwingen, Ja. aber das Schwingen an sich ist mega am Popularität gewinnen. Ja, das habe ich auch das Gefühl, ja. Und auch wenn man so sieht, das Fernsehen ist mega hinter dran. So, die grossen Feste werden meistens live übertragen. Ja. Und so in der Schwingbubble, würde ich jetzt behaupten, kennt man mich ein bisschen. Ja. Darum ist es eigentlich nie gross zu erklären. Ja. Also ich habe bei mir im Geschäft, wo ich angestellt bin, 2, 3 Leute, die massive Schwinger-Fans sind. Und die sind massiv gehypt auf den Podcast jetzt mit dir. Und alle gerade gewusst, wer der Sinischa ist. Ich so, what the fuck, ey. Weißt du, die jungen Leute, die ich gefragt habe, die haben alle, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die nicht mit Schwinger zu tun haben. Aber ja, du bist schon, also bist du nur ein junges Talent oder bist du schon gross an Schwingerfest dabei? Oder was ist dein aktueller Stand? Also mein aktueller Stand ist, ich bin Teilverbandskranzer. Also ich bin Was bist du denn? Teilverbandskranzer. Das ist so aufgeteilt unter Eigenos, Teilverbandskranzer, Kranzer und Ich-Kranzer. Und das sind so Platzierungen. Also, es gibt verschiedene Arten, wo du schwingen wirst. Es gibt Rangfest, kantonale oder Teilverband, Berge und Verbandsfest, also zum Beispiel das Nordwestschweizer, das Ostschweizer oder das Berner. Und da gibt es noch das Eidgenössische. Und ich bin auf Stufe, also ich bin auf der Stufe, wo man den NWS, also ich habe den NWS gemacht und durch das habe ich 2 Sterne. Hast du den gewonnen? Ja, voll. Also man muss dort merci. Man muss dort so in einem Prozentsatz drin, der bekommt nicht. Ja. Und ja, voll. Und ab wann kannst du so einen Eidgenössisch mitmachen? Das kannst du machen. Du musst ein Kranzer sicher sein. Ja. Und Was du jetzt schon bist? ja, voll. Ja. Aber das Eidgenössisch ist ja alle 3 Jahre. Also, Ja. ich bin mit 16 schon mal gewesen. Und jetzt das Jahr ist wieder. Und ich probiere mich natürlich wieder zu qualifizieren. Und bist jetzt gerade in der Qualifikationsphase? Ja, also es hat noch nicht angefangen. Aha. Das Schwingfest hat noch nicht angefangen. Ja. Die von erst Anfangs Ende Frühling, Anfangs Sommer an. Und meinst du, das Jahr ist das voll dein Goal, zum ans Schwingfest anzukommen? Das ist sicher das Ziel, ja. Ja. Hast du so Favorite-Schwinger selber? Mein Lieblingsschwinger, ja, voll. Wer? Der Nick Alpiger. Der Nick Halperig hat er schon, merkst du, keine Ahnung, hat er schon irgendetwas gewonnen? Ist der schon... Er ist sehr stark, ja. Schon? Also es ist jetzt auch der Fall, dass wir ab und zu gegeneinander schwingen. Ah, wirklich? Ja, ja. Krass, also du hast schon mit den Vollprofis gegen die schwingen? Also man muss es so sagen, Schwingen ist leider kein Profisport. Ja. Es ist immer noch also ein Randsport. Aber es ist halt, ich würde schon sagen, dass ich mit den Besten vom Land mitschwinge. Ja. Also nicht mitschwingen, sondern ich trainiere mit ihnen Ja. und auch gegen sie kämpfen. Gewinnen oder verlieren gibt es halt manchmal. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, welche Schwinger du kennst oder welche du nicht kennst. Aber mit den Partnern schwinge oder trainiere ich schon, ja. Wild. Und wie sieht so ein Schwingtraining auf? Sind da immer im Segment oder sind da viel in so einem Ringmäßig wie so Boxer oder wo trainieren die? Wir trainieren in Schwinghallen. Ja. Also ich denke, hier in Ebiken wird es sehr wahrscheinlich auch eine Schwinghalle irgendwo haben. Luzern, also Das ist schon possible, ja, keine Ahnung. ist sehr, also in der Innerschweiz allgemein ist sehr viele Schwingclubs. Ja. Und das ist dann eine Halle voller Sagmal. Und dann hat es dort so, die Hose, du hättest ja eigentlich wollen, dass ich so eine Hose mitnehme. Ja, genau. Die sind vom Club. Wir haben gerade neu bekommen, darum war es nicht so cool gewesen, weil die noch so hart sind und so. Ja. Dann Schwingtraining fängt man so an. Im Winter ist meistens am Anfang technisch, Ja. neue Schwünge anschauen. Und nachher kommt es dann irgendwann aufs Kampftraining, um ein bisschen Ausdauer zu bekommen und Ja. halt auch schauen, gehen die Techniken überhaupt, die wir angeschaut haben. Und ja, genau. Und was machst du sonst schon die ganze Woche? Bist du am Arbeiten? Oder, weißt du, ist jetzt ein bisschen weird, wenn ich das frage. Ich hätte dich vorher schon gefragt, aber dass die anderen das auch hören. Ja, voll. Ich mache eine Lehre bei der Raiffeisenbank Region Zofingen. Also ich bin jetzt im 3. Lehrjahr. Wild. Also der junge Mann ist einfach noch in der Lehre und parallel dazu nimmt er einfach Leute auf dem Schwingfest auseinander. wild. Auch eine spezielle Kombination.
Also es ist nicht, ja, ich würde schon sagen, es ist nicht das Normale. Also viele, ich kenne jetzt nicht viele, die das Kava machen, die schwingen. Ja. Was sind die meisten? Metzger pur oder was, wenn du das so sagst? Ich würde jetzt, das ist noch schwierig zu sagen. Es ist sehr oft einfach handwerklich. Metzger oder Bauer ist sicher auch etwas, wo Ja. eher typisch ist für einen Schwinger. Zimmermann. Eher körperbetont, ja. Ja. Würdest du sagen, du bist ein typischer Schwinger? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein typischer Schwinger bin. Nein, das würde ich nicht sagen. Hat ja auch nicht so viele Leute mit Migrationshintergrund, die schwingen, oder? Das ist so. Das ist eher noch selten. Ja. Aber in meinem Club gibt es schon ein paar. Ah, schon? Ja, voll. Der Ivan zum Beispiel, der ist noch aus der Ukraine. Ja. Dann der Loris, mein kleiner albanischer Bruder. Gibt es einen Albaner, der schwingt? Ja. Oh, geil, Alter, Legende. Ja, voll. Und dann haben wir noch den Benoit, Kam, der ist Kamerun. Und der Joachim ist auch Kamerun. Ja. Also auch Mischling. Kameruner, die West Africans, die haben ja auch so eigene, wieso schwingen, die doch auch so einen ähnlichen Sport, oder? Es ist, in vielen Kulturen gibt es so etwas wie also so etwas Ähnliches wie Schwingen. Ja. Ja, das stimmt. Beispielsweise halt, mein albanischer Bruder, sein Großvater hat dazu mal auch gerungen mit Öl. Ja. Darum schwingt er jetzt auch. Ah, wirklich? Ja, voll. So wie so Ringen-mäßig. Ja, genau, es war wie Ringen, auch mit Öl. Und dann hat er gesagt, look, ich will das auch mal machen. Und jetzt schwingt er halt. Was ist denn der Unterschied von Schwingen zu klassischem Ringen? Das ist, also Ringen ist ja auch ein olympischer Sport, oder? Ja, Das genau. ist ja auch die Olympiaden und so. Schwingen ja nicht, oder? Nein, Schwingen ist nur ein Schweizer Sport. Der Man macht auch nicht in Österreich und so, machen wir nur da. den macht man nur da. Vereinzelt in den USA durch Auswanderer. Ja. Aber eigentlich würde ich sagen, 99% oder 98% ist in der Schweiz. Ja. Der grösste Unterschied ist halt, im Ringen gibt es wie zwei verschiedene Greco- oder Freistil. Mhm. Und nachher ist es halt auch ohne unsere Hosen. Wir haben ja so spezielle Hosen an. Mhm. Die haben so herzige Anzüge an, die Ringer, oder? Ja, die haben so Anzüge und wir haben unsere Hosen an und mit unserem Hemli. Ja. Halt unsere Tradition und ihre Tradition. Und Techniken, zum Beispiel beim Ringen, darf man auf den Rücken fallen. Bei uns ist, wenn man auf den Rücken fällt, ist gerade fertig. Ja, dann hast du gewonnen, oder? Ja, genau, dann habe ich gewonnen. Oder wenn ich selber auf den Rücken gehe, habe ich halt verloren. Das passiert natürlich weniger, aber ja, auch möglich. Ja, genau. Also ich probiere es zu minimieren. Ja. Und bei Ringen gibt es halt Techniken, wo man über den Rücken muss rollen muss. Ja. Und ja, ist anders. Man muss zum Beispiel beim Ringen immer angreifen. Sonst gibt es Punktabzug, Ja. glaube ich einmal. Also, Gefährliches Halbwissen, so, ja. ja, genau. Ja. Und bei uns ist es auch, wir können rauslaufen aus unserem Ring. Es ist ja beides rund. Also Ja. Rund in dem Sinn. Also wenn du rausgestoßen wirst aus dem Ring, Ja, hast genau. du verloren. Nein. Nicht? Nein. Weißt du denn? Dann müssen wir wieder in die Mitte zusammengreifen. Und dann fängt es wieder von vorne an. Mhm. Aber du kannst mit dem Schwingen kannst ja über Punkte gewinnen und über auf den Rücken liegen, oder? Nein, das ist Ringen. Ah. Bei uns ist nur. Bei uns gibt es halt Sieg oder Unentschieden. Oder halt Niederlage. Also das heisst, wenn der Kampf ist erst jemand hat nur gewonnen, wenn wirklich auf den Rücken gelegt worden bist. Ja, genau. Ah. Man kann nicht anders gewinnen. Aber wie ist denn das mit dem Punktesystem? Es gibt doch wie so verschiedene. Wenn einer gewinnt, hat er irgendwie 9,8 Punkte oder so bei der Rangliste. Dann siehst du einmal verschiedene Punktsysteme. Ja, genau. Wie ist denn das? Also es gibt bei uns 10, das Ja. ist die Maximalnote. Das heisst, wenn du jemanden gewinnst mit der Maximalnote, also mit einem schönen Zug oder Schwung und der Platte auf den Rücken geht, Ja. ist es meistens 10. Ja. Es gibt immer so Kampfrichter, unsere Schiedsrichter, Ja. die das bestimmen nachher. Dann gibt es ein 975, das ist auch eine Siegesnote. Aber wenn du jetzt kämpfst und dann nicht direkt auf den Rücken geht, sondern am Boden musst du noch Techniken anwenden. Wie so noch draufdrücken. Ja, so genau. Gegen Wertmessen. Wenn er so Bruch macht und ja, so, genau, mit dem gibt's- Hals so, ja. Gibt es 975. Nachher gibt es der gute Gestellte, ist bei uns unentschieden. Ja. Das ist 9. Das ist, wenn sehr aktiv der Gang war. Ja. Der Gang ist der Kampf. Wenn beide angreifen, ziehen und probieren zu gewinnen. Es kann auch differenziert werden, dass zum Beispiel einer 9 bekommt und einer nur 875. 875 ist eine schlecht gestellte Note. Also das heisst, du ist unentschieden, aber der eine hat den besseren Punkt. Ist möglich. Mehr Punkte. Ah, okay, das ist möglich. Okay. Es ist aber auch möglich, dass beide 9 haben oder beide 875 oder einer 9 und einer 875. Ja. Und zwar 875 bekommst du auch, wenn du nur die Hände vorne rein hast und halt nicht willst verlieren und keine Techniken machst, bekommst du halt, ist halt ein unattraktiver Gang.
Und durch das wird halt auch Und da wird er nicht so richtig bestraft, nur mit bestraft im Sinne von... Punktabzug. Aber wenn du verlierst, wie viele Punkte kommst du über? Du kannst gut verlieren mit 8-7-5. Das heisst, Ah, du hast eigentlich immer angegriffen und so, aber erst auskontert beispielsweise. Oder du kannst schnell verlieren, eben erster Zug. Also wenn wir jetzt schwingen und ich habe keine Ahnung, ich verliere sowieso gut, direkt ohne grosse Gegenwehr oder so. Was komme ich denn, wie viele Punkte komme ich denn über? Komme ich Punkte überall habe ich 0? 0 gibt es nicht. Ah, 0 gibt es nicht. 8,50 ist das Minimum. Also, 8,50 ist das Minimum? Aha. Genau. Krass, ist die Differenz ja gar nicht so groß. Weißt du, von 10 auf 8,50? Das ist 1,5 Punkte. Ja, das ist mir schon bewusst. Aber ich meine, auf 10 Punkte sind es 15%. Ist jetzt nicht so... Ja, aber Null. du musst das auf 6 aufrechnen. Wenn du das jedes Mal einen Punkt liegen lässt. Wieso auf 6? Wir haben 6 Kämpfe am Turnier. Okay, gut. Das ist jeder Kampf. Okay, ja, gesehen. Und wenn und jetzt, wo du deinen Teilverbandskranz gewonnen hast, hast du Ja. alle 6 gewonnen? Nein, leider nicht. Das nicht? Nein. Ich habe den Teilverbandskranz schon letztes Jahr gemacht. Ja. Aber ich habe dieses Jahr, als ich ihn wieder gewonnen habe, ich 5 gewonnen und einen gestellt. Okay. Genau. Hast du ihn gut gestellt, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich habe zu wenig gemacht. Es ist darum gegangen, im 5. Gang habe ich ins Finale, bin ins Schlussgang gekommen. Ja. Und er hat mehr Punkte gehabt, also einen Viertelpunkt mehr als ich. Ja. Und durch das hat er defensiver eingestellt können sein und ich habe zu wenig angriffig gemacht. Wir müssen pushen, ja. Genau. Gesehen, okay, ja. Und er ist dann in den Schlussgang gekommen, also im Finale. Hat dann aber auch leider verloren. Ja. Dann ist der Sieg in die Innerschweiz gegangen. Okay. Und du hast vorhin gesagt, du spürst, dass der Schwingersport immer grösser wird. Ja, voll. Aber was spürst du das? Beispielsweise an den Medien. Also das Schwingen kommt immer mehr in Fahrt über. Also, beispielsweise eben SRF ist mega gross dahinter. Ja. Sponsoren, also es gibt Schwingen, die recht grosse Sponsoren schon haben. Ja. Man muss auch sagen, der Schwingsport an sich wird auch mehr athletischer. Es ist nicht mehr an sich ein Randsport, sondern die an der Spitze sind im Schwingen, würde ich jetzt behaupten, sind Athleten. Athleten, fast Full-Profis. Die machen schon nebenbei noch eine Ausbildung oder sind am Arbeiten, aber halt in einem reduzierten Pensum und sind halt einfach wirklich krasse Athleten. Ist das auch das Ziel von dir? Das ist sicher ein Ziel, das man probiert anzustreben. Dass du Teilpensumsbanker bist und der Rest dann Schwinger. Genau, ja. Das ist das Goal Nummer 1. Was denkst du, wie realistisch ist es, zum so das Eidgenössische mal holen für dich? Das ist schwierig zu sagen. Es ist relativ schwierig, weil halt viele Faktoren zusammenspielen müssen. Du musst Glück haben, du musst auch... Es gibt Schwinger, die sind zwar die Besten an sich, aber es gibt Leute, die kann man halt nicht gewinnen. Weil die wollen nicht verlieren. Ja. Und es gibt halt solche, die sind extra in gewissen Verbänden. In jedem Verband gibt es jemanden, der mega gut ist, um nicht zu verlieren. Der ist zwar nicht mega stark im Angriff, aber kann einer der ist Besten... aber defensiv nur stark. Okay. Ja, genau. Der kann ja. zwar nicht gewinnen, wo sich aus, aber er kann halt unentschieden machen. Ja. Und das sind halt schon wieder Punktabzüge, die du nachher im Nachhinein dann brauchst. Und das ist halt relativ schwierig zu sagen. Ich habe ja immer mal so als kleiner Bub schon gesagt, dass ein grosser Traum ist, mal Schwingerkönig zu sein. Mhm. Das ist ja immer Also noch... als kleiner Bub, ab 12. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja das Größte im Schwingen, das du kannst erreichen kannst. Das ist sicher immer noch das Goal, aber ich denke, von jedem Schwinger, du machst ja, also jeder Sportler macht einen Sport zum Gewinnen. Oder zum der Beste sein oder so. Ja, sicher, ja. Aber Competition sicher, halt, ja. ja, genau. Aber es ist sicher schwierig. Mhm. Aber hartes Training und dann ein paar Jahre noch, dann mal schauen, wie es aussieht. Bist du eher ein aggressiver oder ein defensiver Schwinger? Ich würde sehr sagen, ein angriffiger Schwinger. Ja. Schon. Da musst du auch eher sein, um erfolgreich zu sein, nicht? Würde ich jetzt auch eher behaupten. Und vor allem halt, würde ich die Statur... Ich bin halt nicht der Größte, dafür muss ich es halt mit Techniken, mit Körperspannung und so Sachen wieder gut machen. Mhm. Und wenn ich zuerst angreife, ist die Chance halt größer, dass ich gewinne, als wenn ich zuerst angreifen lasse. Ja, sehe ich. Wild. Und spürst du das einmal? Hast du einmal so, dass hast du einmal Anschiss? Oder kennst du es? Ich kann mir noch vorstellen, weil du jetzt nicht wie ein typischer Schwinger wirkst, für mich. Hast du das einmal, dass du dich erklären musst?
warum du das machst und dass du das überhaupt machst? Schwingen? Ja. Nein, gar nicht. Weißt du, wenn jetzt irgendjemand sagt, wenn ich dich jetzt das erste Mal sehe, ey, Ciabello, was läuft und so, spielst du Fußball oder was machst du? Du siehst wie ein Thai-Boxer oder so. Und du, nein, ich schwinge. Glaubt ihr, dass Leute gerade von Anfang an, oder musst du dich einmal so ein bisschen gehen, nein, ich bin wirklich am Schwingen. Das ist wirklich mein Ding. Nein, das ist im Fall wirklich kein Problem. Also Problem sowieso nicht. Nicht, dass ich denke, es ist ein Problem. Mehr so, dass es dir niemand abkauft, gerade so auf die ersten 3 Minuten vom Smalltalk. Also es kommt halt immer darauf an, in was für eine Umgebung ich mich umgebe. Ja. Also, aber es ist öfters der Fall, dass ich mal auf der Straße sogar erkannt werde. Ja. Ich gehe ja nicht von mir aus und sage, hey, Ich bin Schwinger. ja, sondern wir sind irgendwie am Reden und dann reden wir über Sport und dann fragt er und ich so, ja, ich bin Schwinger. Oder mit den meisten Leuten, die ich rede, die wissen ja, wer ich bin. Ja. Und das ist ja so wie eigentlich so ein bisschen mein Markenzeichen. Ja, ja. Also es ist eigentlich nie so gekommen, was du schwingst. Ja. Also selten. Weil ich bin gestern unterwegs gewesen und habe einem Kollegen so gesagt, eben, morgen nehmen wir einen Podcast auf und so. Kommst du? Und er so, was machst du? Wer ist das? Und dann zeige ich ein Foto von dir und ich so, er schwingt. Dann sagt er, verarsch mich nicht, was er schwingt. Und dann ich so, mal, ich schwöre, er schwingt. Dann habe ich so Fotos gezeigt mit dem Hemd und so. Weil man es halt nicht so viel kennt, dass Leute mit Migrationshintergrund schwingen oder so eine. Oder allgemein, finde ich nicht einmal Leute mit Migrationshintergrund, sondern so junge Leute in urbaneren Regionen, die nicht gerade im Berner Oberland leben oder so, schwingen. Das wenn ich so denke, könnte mir vielleicht einmal so ein Thema mal sein, wenn irgendjemand anspricht oder so, wenn jemand im Ausgang kennenlernst oder so, dass dann immer so ist, wirklich, wild, glaubst du nicht? Wie wenn du sagst 19 Jahre, du siehst wie 5, 26 Alter. Dass dich immer rechtfertigen müsstest. Also man muss sich schon rechtfertigen manchmal. Aber kommt darauf an, in welchen Kreisen. Yeah. Aber nachdem man das erklärt hat, dann ist es eigentlich immer mega simpel für die Leute. Ja, vor allem ich find auch geil, man glaubt dir auch sofort, dass du das gerne machst. Weißt du, dass es voll deine Passion ist, wie du so darüber redest, wie dass es dir voll Spaß macht, dass es voll dein Ding ist. Das finde ich eine Bereicherung für den Schwingersport. Weißt du, dass jemand einfach voll dahinter ist und voll geil findet. Hast du auch schon Leute davon überzeugt, mal das ausprobieren, oder? Ja, voll. Ein ehemaliger Kollege, der mir hat auch mal geschwungen, Ja. hat es dann leider aufgegeben. Aber ich muss sagen, fast jeder, der meine Kollegen hat schon mal müssen heben. Wirklich? Geil, Oder kommen. Vielleicht musst du nicht auseinandernehmen beim ersten Training. Einfach mal ein bisschen locker bleiben. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Weil, wenn ich so den Kampf sehe, probiere ich halt schon gewinnen. Ja. Aber man kann schon langsam. Man kann schon Du bist halt das aufpassen. Tier, es ist halt das. Kannst du schon sagen, sag's einfach, du bist eine riesen Maschine. Nein. Aber ja, schon ein paar Kollegen haben müssen heben oder man findet halt auch Kollegen durch den Sport. Ja. Und wie findest du das? Ich meine, weißt du, wenn du so 5, 6 Mal Trainingseinheiten hast in der Woche, wie schwierig findest du es, das mit der Ausbildung unter einen Hut zu bringen? Wirst du unterstützt vom Arbeitgeber, oder? Ja, ich habe da wirklich ein mega Glück mit der Raiffeisenbank Region Zofingen, dass sie mich da. Ich mache ja keine Sportlehre, weil der Schwingsport an sich gibt es die Möglichkeit nicht, die olympische Talentcard zu haben. Mhm. Aber ich so gewisse Vereinbarungen können machen, dass ich trotzdem meine Trainings besuchen kann, weil ich habe oft 2-mal am Tag Training, am Morgen Kraft und am Abend Schwingen. Weil Schwingen ist halt, bin ich auf andere angewiesen. Ja. Und beim Kraft habe ich halt meinen Trainer und noch einen anderen Schwinger, Ja. das dritte eigentlich sind. Und da habe ich schon ein mega Glück. Ja. Und durch das ist es auch erst recht möglich. Also eigentlich ist es schon fast wie eine Sportlerlehre, einfach nicht offiziell. Also weißt du, wenn du ja so am Morgen kannst fehlen, um zu trainieren. Ja, es ist eigentlich recht ähnlich wie ein Sportlehrer. Mein Bruder hat ja Sportlehre gemacht. Ja. Was hat er gemacht? Fußball. Er war relativ gut im Fußball. Vergangenheitsform. Also er spielt immer noch Fußball, aber ist halt der Profi-Status. Okay, Hat es halt am Schluss nicht gelangt. Ja. Aber ja. Vielleicht hätte er noch schwingen. Genau. Vielleicht ist es das. Also mein Bruder ist voll nicht der Schwinger. Nicht? Nein, Also würdest du sagen, ist sein Talent im Fußball grösser als dein Talent im Schwingen? das ist noch schwierig zu sagen. Das ist halt, kannst
Darum frage ich dich, ich weiß es ja nicht. Das ist schwierig zu vergleichen. Er ist sicher sehr, sehr, sehr gut gewesen, mein Bruder. Ja. Ich weiß nicht mal, weißt du, im Fußball ist es so, manchmal ein Trainer, der nicht auf dich setzt, Ja. dann ist es schwierig zu spielen, vor allem als Jungspieler. Mhm. Und nachher auch mit der Situation, wie im Team unter war, bei Aarau war es halt immer so ein bisschen, dass wir wieder aufsteigen, nachher läuft es zuerst mega gut und nachher bekommen sie doch am Schluss die Punkte, die ihnen fehlen. Und, so. Ja. Und dazu mal mit 16, wo er zu den Profis gekommen ist es halt so ein bisschen mit den Trainern nicht so gut gelaufen. Und bei mir ist es halt ganz anders beim Schwingen, weil ich halt mein Trainer, mein Schwingtrainer, schon seit Anfang an und auf erstmal mega Vertrauensperson. Ja. Auch als ich hingefahren bin, habe ich ihn schon angerufen. Sonntag, ich rufe ihn schon an. Ja. Ich musste 2-3 Sachen müssen besprechen. Oder mit meinem anderen Trainer, mit dem Jürgli, wo erst sind, ja, auch schon mega lange jetzt dabei ist, wo mein Athletiktrainer ist, viel mehr als mein Athletiktrainer. Darum ist es recht schwierig zu vergleichen, weil halt im Fußball bist du wie aufs Team angewiesen. Wenn das Team scheiße ist, dann ist es schwierig als Einzelspieler. Natürlich kannst du Ja, glänzen, ist ein Einzelsport, ja. aber im Schwingen kann ich wie auf das vertrauen, was ich gemacht habe. Ich habe Ja. meine Leistung, wenn ich jetzt im Winter scheiße war, dann bin ich auch in der Saison scheiße. Ja, Dann ja. werde ich gegessen halt. Aber wenn ich jetzt gut aufbaue und dann muss ich auch immer noch ein bisschen Glück haben mit wer ist dein Gegner und so, dann Ja, ist so Angstgegner. Angstgegner nicht. Einfach, man hat halt Respekt Ja. eigentlich vor jedem. Man muss Ja. halt einfach mit einem gewissen Respekt drauf Aber angehen. kämpfst du jetzt lieber gegen Leute, die aggressiv schwingen oder lieber Leute, die defensiv sind? Ich habe es lieber, wenn sie auch gewinnen Ja. wollen. Finde ich einfach spannender, weil es halt, der läuft mehr. Es gibt, ist Action. Ja, genau. Man muss Ja. abwehren, man kann angreifen. Ja. So ein bisschen ein offener Schlagabtausch. Ist Ja. Wie macht so, mir am meisten Spaß. wie so ein Box halt, wenn die letzten paar Sekunden vom Kampf, wo einfach nur willst, den Lucky Punch noch holen. Genau. Ja. Wie lange geht denn ein Gang? Ein Gang ist, Das habe ich jetzt gerade gelernt. hast du erst gelernt, ist je nach Schwingfest unterschiedlich. Wir sagen so, bei den Jungschwinger, also junge Schwinger sind bis unter 16, ist meistens 4 Minuten. Bei den Aktiven ist es meistens 5 Minuten, die normalen Schwingfest. So kantonale oder Teilverbandsfest sind 6 Minuten. Und das eidgenössische sind 7 und 8 Minuten lang. Also das ist schon recht intensiv, je nachdem. Wenn du immer den Gang musst machen musst, Ja. gehst du schon auf die Lunge. Wer ist so der Stärkste, der bis jetzt, gegen wer du geschwungen hast bis jetzt? Der Stärkste. Oder würdest du sagen, wo du gemerkt hast, mein der ist auf einem anderen Level als ich? Weißt du, bei den Am Schwingfest. Ich weiß nicht, Schwingfest, Trainingseinheit, ich habe da nicht so viel mit dir dazu beitragen. Ich weiß nicht, wer bis jetzt der krasseste war. Also Schwingfest ist es sehr wahrscheinlich der Nick gewesen, also mein Vorbild. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Ich habe noch gegen andere verloren, aber er war sicher schon ein bisschen deprimierend gewesen, Ja. als ich das erste Mal gegen ihn haben musste. Das war im Finale gewesen. Ja. Und im Training würde ich sagen, oder würde ich behaupten, ist es der Studemann Fabian, der momentan beste Schwinger. Ja. Was gibt? Ja genau, die zwei. Also Ich im ha- Schwingfest ist es der Nick und Ich bin auf Frauenfeld und wir haben was ist das, 2010 jetzt, glaube ich, Schwingfest gehabt. Das Eidgenössische genau. im Frauenfeld. Ich glaube, im 10 war es. ja genau, Dort hat der Wenger hat dort, glaube ich, gewonnen gehabt. genau ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dort, das war das erste Mal, wo ich auf Schwingen so richtig aufmerksam wurde, weil ich halt gerade in meiner Stadt war. Und dann habe ich den, per Zufall ist der am Schwingfest an mir durchgelaufen. Und dann habe ich den gesehen. Der ist ein riesen Athlet. Voll der ist irgendwie, der Wenger ist irgendwie 1,92 oder so. Das ist ein riesen Ding. Und auch nicht einfach nur ein schwerer, wohlgenährter, stämmiger Mann, sondern ein Athlet gewesen. Dort habe ich das erste Mal gecheckt, wenn ich das richtig im Kopf habe, was für Athleten das sind, weißt du, wie krass der Sport ist. Oder der ist schon ein Athlet, gell? Der ist schon, Ja, der schon, ist, nicht, dass ich jetzt voll da etwas Falsches erzählt habe. Nein, Den Namen das ist- verwechselt habe. Nein, er ist, du hast alles, was du gesagt hast, stimmt. Ja, eben, gell? Weil es gibt ja auch, zum Beispiel der Stucki, Mhm. der ist ja einfach, ich möchte ihm sein Talent oder sein Können nicht absprechen, aber würde
will man jetzt vielleicht nicht gerade die gleiche Beschreibung verwenden für den Mann, weil er sehr ein stämmiger ist, ein grosser, ein schwerer Mann. So habe ich mir früher einen Schwinger vorgestellt und dann, als ich den Wenger das erste Mal gesehen habe, ich gesehen, also wie ein, der könnte, ich weiß nicht, Olympiaschwimmer sein oder so, das ist ja ein riesiges Ding. Darum, dort, wo ich das erste Mal gesehen habe, mega Respekt für die Sportart gewonnen. Und auch wenn du so siehst, es ist hure geil, um das live zu sehen, weil sie wird ja alles aufbauen, wie eine kleine Stadt wird aufbauen für so Schwingfester. Und es geht voll ab. Es geht voll ab. Die Leute sind ja voll am, die kämpfen ums Leben dort drin. Also jeder, der noch nie Schwingen geschaut hat, schaut das mal durch. Kann man dich schon im Fernsehen, kann man deine Kämpfe schon im Fernsehen zuschauen? Deine Gang? Ja, voll. Schon? Halt einfach, wenn das Fernsehen dort ist, dann schon. Ja. Also weißt du den Plan, wenn du kämpfst nächstes Mal? Wenn ich es nochmal kämpfe. Ist das schon fix? Nein, genau, wegen dem habe ich heute mit dem Trainer angerufen, weil wir noch die Schwingwürste planen müssen, also für die nächste Saison. 2, 3 sind schon fix, aber ja, erst im April, denke ich, wird es erst mit so Rangfest anfangen und die grössere erst im Juni, glaube ich. Verdienst du schon Geld damit? Halt einfach über Sponsoren. Ah, schon. Aber was passiert, wenn du jetzt ein eidgenössisches gewinnen würdest? Was man bekommt? Oder? Ja, also hast du Preisgeld oder wie? Es ist ja so, dass man im Schwingen immer noch die Möglichkeit hat mit dem Lebigpreis. Die ersten, sagen wir mal 3, 4, bekommen meistens einen Lebigpreis über zum Beispiel am eigenen Schwingfest ist das Siegermuni. Und du kannst immer entscheiden, hey, ich möchte den Muni haben oder ich nehme das Preisgeld. Und wie viel ist das Preisgeld? Das weiß ich nicht. Also ich weiß du nicht. hast es noch nie gewonnen. Ja genau, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon mal gehört, das ist nur hören sagen, aber so um die 30'000 Franken. Und also warte, du kannst dann wählen, okay, ich möchte 30k oder ich möchte einen Muni. Ja genau. Oder, also, das ist ein Zuchtmuni, weißt du, musst überlegen. Und dann, was machst du mit dem? Wenn du den hast? Ja, je nachdem bist du ja ein Bauernhof oder du kannst einen anders brauchen. Das ist ja meistens ein Tier, das so gute Herkunft hat. Ja. Also so spezieller. Und der hat mehr Wert. Also, du könntest auch wieder verkaufen, theoretisch. Oder du fragst nach Fragen. Ich weiß nicht. Alter, ich stelle mir nur vor, weißt du, wenn kein Bauernhof hast, was machst du mit dem Zuchthund? Du kannst immer das Preisgeld nehmen. Oder du kannst nicht in einem Hof. Ich finde aber ohne Gangster wirst du einfach wegen Status. Ja, du kannst bist schon. dein Haustier, hängst mit dem die ein. Lass mit dem in die Stadt gehen, gehst ein bisschen einkaufen oder so mit dem Zuchthund. Ja. Alter, krass, kommst du einfach so einen Hunihemd über. Ja, voll. Alter, wurde wild. Wenn jetzt das gewinnen würdest, würdest du lieber den Zuchthund haben, einfach wegen dem Statussymbol wie als Trophäe mäßig und der dann pflegen, oder würdest du lieber die 30 nehmen? Schwierige Frage. Keine Ahnung, ist situativ, glaube ich. Oder vor allem so. Keine Ahnung. So, wüsste ich nicht. Also ich denke eher, dass das Geld würde eher zum Geld tendieren. Ja. Aber das ist so etwas, wo du zuerst musst ja... Mal da kommen. Genau. Ja. Sonst musst du gar nicht über das reden. Ja, Das ist schwierig. Absolut verständlich. Ja, absolut verständlich. Darum... Ich hoffe, du kommst relativ bald in die Situation, dass du dich entscheiden musst. Das wäre natürlich... Merci. Das wäre natürlich geil. Aber wenn ich jemanden würde sehen, der einen Zuchthund als Haustier passen würde, dann ganz klar du sind schon. Danke nochmal. Du dir über einen Zuchthund passen. Ich stelle ihn in den Garten. Du gehst mit dem mit Reifen arbeiten. Genau, ich reite hin. Richtig, dann. Ja, mit dem. Das wäre sicher ein geiles Bild, Mann. Dann wärst du für mich ein Vollprofi. Wenn du das wirklich machst, dann ein massiver Banker verkauft eine Hypotheken mit einer Zuchthund. Und wie stellst du dir jetzt so deine Zeit nach der Lehre vor? Wenn jetzt so im Juni, wir gehen jetzt mal schwer davon aus, dass du DLP bestehst, aber wenn das noch nicht fix ist, möchtest du nachher bleiben oder möchtest du nachher mehr Zeit ins Training investieren? Also ich habe das glücklicherweise schon mit der Reifes anschauen. Ich würde in einem 70% Pensum weiterarbeiten. Zuerst im PKB, also am Schalter. Und den Rest schwingen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Und dann mal schauen, wie erfolgreich das mit dem Schwingen dann noch weitergeht. Ja, zuerst mal möchte ich auch keine weitere Ausbildung machen. Zuerst mal möchte ich ein bisschen Piano, weil das Jahr ist halt mega hart für mich, weil ich habe das Eidgenössische, das im August stattfindet und Wo LAP. teilnehmen wirst?
Also ich hoffe, wenn ich mich qualifiziere. Okay, okay, von dem gehst du davon aus. Ja, genau. Ja. Eben die 2 Sachen, die relativ gross sind, die mega entscheidend für mich sind. Und darum werde ich nachher mal ein bisschen einfach normal arbeiten. Mich mal ohne den Stress von der Schule für Sport und auf Arbeiten konzentrieren. Ja. Aber ich frage mich jetzt beim Schwingen, zum Profi, also gut, Profi, du hast ja gesagt, ist ja kein Profisport, aber zum so wirklich an die Spitze zu gehören, ist es nicht einfacher im Schwingen zu den Besten zu gehören, als zum Beispiel im Fußball, weil du viel weniger Konkurrenz hast? Würde ich so nicht sagen. Weil du musst ja einfach auch, du kannst mega gut sein bei den Jungen, aber sobald du musst überlegen, du kommst mit 16 zu den Erwachsenen. Ich bin mit 16 gekommen und muss gegen 35-Jährige schwingen. Ja. Und manchmal haben die halt einen schlechten Tag oder sind halt manchmal nicht lieb mit einem Bub oder man ist noch ein Bub, man ist noch in der Pubertät. Ja. Je nachdem wirst du einfach zerstört. Ja. Und du musst überlegen, mit 16 bist du schon bei den Erwachsenen, du kommst in die Lehre, du fängst an, Frauen kommen in dein Leben, also mit 16, man geht in den Ausgang. Es sind viele Faktoren, wo mega viele nachher aufhören zu schwingen und sich auf halt andere Sachen fokussieren. Und darum ist halt auch schwierig, die Spitze am Schwingen ist relativ eng beieinander und die sind auch relativ stark halt. Und man kann halt schon irgendein Mittelfeld mitschwingen, aber dass du halt ganz oben mit kannst schwingen, musst halt mit vielen Faktoren wirklich zusammenspielen. Lebst du auch wie ein Profi, du? Sorry? Also weißt du, mit Ernährung, ich meine, du trainierst 2-mal am Tag, das ist schon sehr profimäßig. Also mit Ernährung und so bist du auch voll am Schauen. Also ich probiere darauf zu schauen, aber halt manchmal gibt's halt schon, muss man halt schon ein bisschen cheaten. Ja. Aber ich habe so eine Anmachung mit meinem Athletiktrainer, mit so einem Kessel-System. Ja. Wir machen das so, weil der Jürgli, er liebt Dessert. Ja. Und wir haben abgemacht, er darf über den Mittag Dessert essen, aber am Abend nicht. Und ich darf halt nicht ungesund so essen. Und wenn wir halt sozusagen sündigen, also etwas nehmen, wenn wir 5 Stutz in das Kessel zahlen. Ja. Und ja, genau so probieren wir ein bisschen drauf zu schauen und halt auch selber, ich werde ja weiterkommen. Und ich weiss ja ein bisschen, Ja. wenn ich jetzt Pizza esse, ist es nicht so gut, wie wenn ich jetzt daheim einen Salat esse. Ja. Dann muss man halt selber ein bisschen abwägen. Und man muss immer überlegen, wenn ich jetzt eine Pizza esse, muss ich nochmal 5 Stutz zahlen. Ja. Das ist halt schon ein Pain. Ja. Und darum, So willst du dich selber ein bisschen besiegen mit disziplinarischen Massnahmen. genau, mit so ein bisschen Strafen und Ein so. riesen Fuchs, der Jürg. Das war meine Idee. Das war deine Idee. Ich habe deine Idee. einfach aber gebraucht, der mitmacht. Ah, okay. Und er hat dann gesagt, hey, er macht mit. Und eben, wo er Dessert liebt, probiert er sich auch so ein bisschen. Ist er auch Schwinger oder der Athletiktrainer, wo also macht der andere, also ist der auch in der Schwingerszene unterwegs oder was macht er? Also er ist, kommt immer mit mir an die Schwingwest. Oder er trainiert mich halt immer, also im athletischen Bereich. Auch wenn ich andere Sachen habe, Probleme habe, hilft er mir viel. An sich hat er halt einfach von ehemaligen Schwinger auf Schwingen, einen Schwingbezug. Er selber hat nicht geschwungen. Er ist einfach ein Fuchs. Einfach ein Fuchs, einfach so ein Fuchs. Er ist ein Fuchs, ja. Und was wäre so deine Wunschsituation wie die nächsten 4-5 Jahre? Was wäre das Optimum, wo für dich rauslaufen jetzt auf den Schwingsport bezogen? Wie es optimal könnte laufen? Ja. Also, ja, natürlich das Jahr mit dem Eidgenössischen, wenn dort alles gut läuft, möchte ich halt möglichst gerne dort um einen eidgenössischen Kranz mitschwingen. Und dann weiter sind wieder grosse Schwingfeste. Zum Beispiel, ich glaube 2 Jahre ist wieder das Kilchberg. Das ist alle 6 Jahre nur. Sicher Teilnahme dort. Dort bin ich noch nie gewesen. Ich bin zwar schon am Unspunnen gewesen. Es gibt so wie 3 grosse Schwingfeste im Schwingen. Unspunnen, Eidgenössische und Kilchberg. Unspunnen und Kilchberg sind alle 6 Jahre und Eidgenössische alle 3 Jahre. Aber Unspunnen und Kilchberg bekommt man halt keinen Kranz über. Darum ist einfach Teilnehmen schon das Größte. Wo es halt mega wenig noch teilnehmen können. Natürlich dort möglichst gut im Schwingen gesund bleiben. Und halt immer noch Steigerung. Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt schon an meinem Zenit bin, sondern dass es noch bergauf geht. Und dann, dass ich in den nächsten paar Jahren halt auch um die Spitze mitschwingen kann. Und
Und auch im Beruflichen halt im Teilpensum noch arbeiten kann. Vielleicht das Teilpensum noch ein bisschen reduzieren, noch mehr auf den Schwingsport setzen. Und ja, für mich ist es so wie, du alles unter dem Schwingen unterordnen. Also Prio 1 total schwingen. Ja, voll. Prio 1 ist voll schwingen. Ja, voll. Alles andere ist eigentlich zweitrangig. Ja, Also Bankkarriere aktuell ist eigentlich eher zweite Positionierung. Du hast vorhin gesagt, mit den jungen Damen, die wir da mit 16 kommen, das ist auch eher untergestellt. Ja, genau. Interessant. Schwierige Entscheidung in dem jungen Alter. Ja, Da haben wir ja viele Versuchungen, die da immer auf einen zukommen. Das ist ja so. Es gibt viele Versuchungen. Aber ich habe Ziele im Leben und ich möchte halt die Ziele erreichen. Und für das muss man halt auch Prioritäten setzen. Ja. Man muss sich ja nicht alles verbieten. Man muss halt einfach abwägen. Oder Was ist jetzt gut? zahlen. Ja, genau. Hast du das nur mit dem Essen gemacht oder mit allen mit allen Temptations? Das ist nur ein Masse. Wild. Aber geil. Hey, unglaublich, weißt du, hast das so das Mindset, weißt du, dass so intensiv priorisierst. Hast du das von den Eltern übernommen oder von deinen Brüdern abgeschaut? Oder wie, von wo kommt das? Weißt du, dass du so früh schon so intensiv priorisieren kannst? Ich weiß im Fall nicht, woher das kommt. Ich glaube, schon ein bisschen von der. Ich würde nicht sagen, dass es schon immer so war bei mir. Mhm. Ich denke, das kommt sicher auch ein bisschen von der Familie, aber halt auch von den Umständen vom Training her. Weil man halt auch sieht, weißt, ich kann mich immer so ein bisschen vergleichen, wo sind die anderen und wo sind sie in meinem Alter schon gewesen, wo sind sie jetzt, was haben sie für einen Progress gemacht. Und wenn ich das so sehe, dann sehe ich einfach, hey, wenn du all die Faktoren kannst minimieren, ist die Chance halt grösser, dass ich es auch mit ihnen mitheben kann. Weil man muss ehrlich sein, mit den Besten kann man halt momentan kann ich noch nicht ganz mitheben, leider, ich hoffe bald. Aber weißt, man hat immer so ein bisschen Faktoren und sagt so, hey, wenn man das und das vermeidet, kann man vielleicht da nochmal 1-2% rausholen. Und dann muss man halt eben abwägen, ist mir das wert oder nicht. Ja. Und für mich ist halt wirklich die Priorität 1 ist Schwingen. Das ist jetzt halt schon so seit Anfang an so. Also, ich weiß auch nicht, seit 16, nachdem ich das Jungschwinger-Eidgenössische gewonnen habe ich mir. Also wie so Jugend-Eidgenössische Ja, genau. gewonnen. Genau. Also wo du bis 16 kannst machen. Ja, einfach alle 3 Jahre ist das auch. Und immer 3 Jahrgänge. Okay. Und also man kann es nur einmal machen. Ja. Und ich habe im Jahrgang 06 gewonnen. Und das ist gewonnen gehabt. Genau. Mit wie alt hast du es gewonnen? Mit 16. Mit 16. Okay. Genau, wir waren der jüngste Jahrgang von diesen 3 Jahrgängen. Also du hast eigentlich gegen 17- und 18-Jährige? Nein, nur gegen. Am Jungschwinger ist man nur in seinem Jahrgang. Aha, okay. Das heisst 06er, 07er und 08er haben alle gegen sich selber gekämpft? Ja, genau. Okay. Und du hast den 06er gewonnen? Genau, ich habe meinen Jahrgang gewonnen. Ah, okay. Und dort hast du schon irgendetwas... Ist dort schon mit Preisgeld und so gewesen, oder hast Ja, und Muni. dort hast du auch schon Muni bekommen? Ja, voll. Hast du den Muni genommen? Nein. Kann man sagen, was hast du dort bekommen, wie viel Cash? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es sind 1000 Franken gewesen. 1000 Franken oder ein Muni? Genau, und dazu mal ist es halt viel Geld gewesen. Es ist immer noch viel Geld. Ja, sicher. Und was hätte ich mit... Ich habe zu dem Zeitpunkt... Was hätte ich mit der Musik machen? Also gut, dann ist deine Frage schon beantwortet, die ich von der Frage gestellt habe. Ja, aber, ja, vielleicht bin ich auch irgendein ein Bauer, ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, eben, darum kann ich nicht sagen. Vielleicht wird es ja noch vom schwingenden Banker zu einem schwingenden Bauer. Ist der Weg nicht mehr so weit. Hey, man weiß nie, was im Leben noch passiert. Du nimmst mich auseinander. Ja, Geil. Also ich denke, hättest du auch einen ausgewachsenen Muni können nehmen? Nein, der ist noch klein. Das ist dann... Ein Jugend-Muni gewesen. Ja, so wie ein Rind halt. Einfach so. Legende. Finde ich auch geil. Das finde ich eine geile Tradition, was sie so beibehalten haben. Also die ganze Schwingerbubble, die Schwinger-Subkultur, die ja dort drin herrscht, ist sowieso sehr, sehr traditionell, oder? Ja, voll. Das, auch mit den Outfits, die wir immer noch haben, mit den... Wie heissen die Hösli? Haben die irgendeinen Namen? Schwinghose? Einfach Schwinghose, die haben keinen speziellen Namen. Ich weiß es gerade nicht. Okay, weil ja einfach mit den Hosen, mit dem... Zum Beispiel auch mit dem Segmel, Rückenabputzen, das finde ich so Legende.
Das macht ja wie ist das genau? Das hat mit Respekt zu tun. Ja. Also, ich gebe ja am Anfang und am Ende die Hand. Ja. Wo man kommt rein und dann kommt der Kampf an und man verabschiedet sich aber auch kollegial. Ja. Und nachher tut man halt auch den Rücken abputzen, weil das gehört sich ja. Ja. Also wer tut wem den Rücken abputzen? Der Sieger am Verlierer. Der Sieger am Verlieren. Und Oder der Sieger muss eigentlich mit einem dreckigen Rücken umeinander laufen. Nein, der Verlierer. Nein, aber nicht. Ah, das stimmt, der Sieger hat ja schon gar nicht dreckig, stimmt. Ah ja, macht Sinn. Darum putzt man ja ab. Ja, stimmt. Ja, ist recht, ja. Ich merke, du hast schon viel mehr gewonnen als ich beim Schwingen. Schau mal kommen. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Statur habe. Ich glaube, es gilt das Licht für das. Hey, da kann man alles noch aufbauen. Das kann man aufbauen. Vielleicht müsste ich müsste glaube relativ viel mal 5 Stutz ins Kessel zahlen, wenn ich da mitmachen würde. Jetzt, wo du dich selber so vergleichen kannst mit, du hast früher Fußball gespielt und selber geschwungen, oder? Hast du ja die parallel gemacht. Hast du mit Schwingen weitergemacht, weil du das Gefühl hast, du hast mehr Talent im Schwingen? Oder du siehst, hast du einfach nur gedacht, du bist ein besserer Schwinger als ein Fußballer, oder du siehst das Potenzial in dir mehr? Es war ein bisschen offensichtlich, dass ich das Potenzial eher mehr zum Schwingen tendiert als zum Fußball. Leider nicht mit dem Ronaldo-Fuß gesegnet gewesen. Ja. Eher ein mit einem Holzfuß. Ja, eher mit dem Casemiro-Körper. Ja, voll. Und dann hat sich halt. Nachher ist die Entscheidung auch nicht übertrieben schwierig gewesen. Ja. Es hat sich so wie abgestuft. Schwingen ist immer wie mehr geworden und man hat zum Beispiel auch. Plötzlich am Dienstag kann ich nicht mehr ins Fußball gehen, weil dann wäre auch noch Schwingen gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich lieber schwingen. Ja. Hat dir auch mehr Spass gemacht? Ja, würde ich sagen, ja. Mehr Spass gemacht, aber weil du besser bist, oder einfach so die Ästhetik vom Sport hat dir mir gefallen? Noch schwierig. Die Ästhetik an sich. Es finde ich noch schwierig, dass du mit dem Wort Ästhetik kommst. Ich finde beides mega, mega schön und so. Ich würde glaube sagen, ja. Ich bin halt auch erfolgreicher im Schwingen. Ja. Halt auch schon in der Jugend. Ja. Und nachher hat man sich halt wirklich einfach. Ja, man hätte halt nicht mehr beides machen. Ja. Und nachher ist halt der Erfolg schon am Kommen beim Schwingen. Und halt auch schon dort war, hey, wenn ich jetzt nochmal ein Schwingtraining machen kann, vielleicht mit den Erwachsenen schon, kann ich vielleicht noch ein bisschen besser werden. Und dann habe ich mich halt schweren Herzens fürs Schwingen entschieden. Und bin aber froh, dass ich das gemacht habe. Und ich bin auch froh, dass meine Mutter mich dazu mal gezwungen hat. Ja. Shoutout an deine Mutti. Shoutout an deine Mutter. Geil, dass sie das durchgezogen hat. Sie sind wahrscheinlich alle Schwingfans in der Schweiz ihr sehr, sehr dankbar. Ja, ich hoffe es. Und wie was habe ich jetzt wieder fragen? Du hast du hast mit dem durch die das grosse Medieninteresse, wo immer mehr kommt am Sport und auch an dir, spürst du, findest du es schwierig, mit dem umzugehen? Weißt du, dass jetzt mehr Anfragen bekommen von Medien, von Podcasts, von Interviews, von was auch immer? Findest du es schwierig, mit dem umzugehen? Also es ist halt einfach immer die Frage, ein Abwägen. Du hast mich auch schon mal ein bisschen früher angefragt und dann musste ich sagen, hey, look, momentan ist es nicht möglich, weil ich halt auch immer noch das Thema Lehre, wo halt, man muss sagen, Schwingen ist sicher die erste Priorität, nachher kommt die Lehre und nachher kommt erst das Zeug mit den Medien. Ja. Für mich hat das nicht so die Präsenz wie bei meiner Lehre. Weil Lehre ist mir halt auch total, halt wichtig, ich muss auch das EFZ haben. Und durch das, ich halt wirklich, muss man sagen, bin mega stolz drauf, auch mega glücklich und mega dankbar, dass ich so ein gutes Team um mich herum habe. Mit dem Jörg, dem Claudio, ich kann aber auch auf meine Familie zurückgreifen, der Gregor, der mir hilft, meine Mutter, meine Brüder, wo ich immer ein bisschen abschätzen kann, hey, jetzt musst du ein bisschen Piano. Weil man kann nicht alles auf einmal haben, sondern man muss halt einfach eben priorisieren. Ja, man muss priorisieren, ja. Und vor allem auch sehr, sehr humble. Weißt du, ich weiss noch, wo wir das erste Mal in Kontakt sind, hast du gesagt, du schaust es mit deinen Brüdern an. Ja, voll. Habe ich so gefunden, ure Gangster, weißt du, das ist nicht so, ich schaue es jetzt mit dem Management oder so, nein, einfach mit den Brüdern, mal schauen, ob das so passt, ob es rein von, ich weiß nicht, was er alles berücksichtigt haben für Kriterien, wahrscheinlich
weil du zugesagt hast, hast du wahrscheinlich gedacht, ja gut, der Randy ist schon hübsch, kommt zu meinem Podcast. Also, wahrscheinlich ist das Kritikpunkt Nummer 1 gewesen, oder? Du weißt es, Siehst. Nein, aber ich finde das beeindruckend, weißt, dass in dem jungen Alter schon so das Priorisieren. Ich finde, das hat man oftmals sehe ich das eher bei Leuten 30 plus oder so. Und weißt du, dass das so früher schon im Tagesaktuell in dem Programm drin ist, finde ich sehr beeindruckend. Wild. Merci. Wild. Aber eben, wie gesagt, ich habe da ein tatkräftiges Team, das mir mega, mega hilft. Humble. Bodenständig, der junge Mann. Und jetzt, wie läuft denn das jetzt ab? Ich verstehe das nicht so ganz mit dem Eidgenössischen, was du vorhin gesagt hast, wo im August jetzt ist. Mhm. Wie funktioniert also könnte ich jetzt auch sagen, ich fange jetzt an schwingen, ich möchte auch dort schwingen. Ich nehme an, das läuft ja so nicht. Mhm. Was musst du denn da für Qualifikationen aufweisen? Oder wie funktioniert das? Also Was sind für Faktoren da abhängig? Also der Faktor ist halt, dass du sicher Kranzer musst sein. Ja. Das heisst, eben die eine Auszeichnung am Kranzfest, am Kranzfest. Aber Oder dort gsi? Nein, Kranz, die Aha. Auszeichnung bekommen. Aha, Das das Eichenlaub. Okay. Sicher, einen brauchst du sicher. Ja. In meinem Verband, also jeder Verband ist anders. Ja. Es gibt ja 5 Verbände. Und je nachdem, also wenn jetzt du würdest anfangen heute und im Juni 2 Kränze würdest machen, würde ich jetzt schwer behaupten, bist du in diesen Kriterien, wo nicht alle schaffen es, 2 Kränze zu machen, weil es halt relativ schwierig ist. Ja. Weil, man muss auch sagen, die Kränze bleiben eigentlich immer unter den gleichen. Ja. Es gibt manchmal so 1, 2, die weggehen, also neue Kränze. Und sonst bleibt es halt unter den gleichen, wo sie darum kämpfen. Mhm. Und wenn du dann schaffst, 2 zu erringen, also zu erkämpfen, Erschwingen. erschwingen, darfst du im August teilnehmen, zum Beispiel. Also, man muss aber auch den Faktor überlegen, es sind immer 3 Jahre bis zum Eidgenössischen. Ja. Was hast du in diesen 3 Jahren gezeigt? Weil beispielsweise ein Topschwinger reißt sich das Kreuzband, beispielsweise letzten August oder so gerissen, oder letzten Mai. Ja. Einfach, dass er vor dem August noch ready ist. Und kann dann die ganze Saison eigentlich nicht schwingen, aber trainiert aufs Eidgenössische drauf hin. Und er hätte ja keinen Kranz können machen, weil er auch nicht geschwungen hat. Darf aber sicher teilnehmen, weil er halt in den Vorjahren. Das Resümee da ist. Ja. Ja, er ist beispielsweise der Beste, wenn der Beste nicht schwingen kann, ist er halt. Kannst du nicht daheim Kann ich noch. nicht zeigen, ja. Weil du musst ja immer überlegen, am Eidgenössischen kann ich nicht mit meinem Club hin, sondern als Verband. Dann ist man unter diesen 5 Verbänden am Konkurrieren. Ja. Und dann ist am Teilverband, am Kranzfest beispielsweise, ist der Aaron Rüger beispielsweise, er ist auch, wir trainieren oft zusammen, ist er beispielsweise mein Gegner. Aber am Eidgenössischen sind wir beide von der NWS, also aus dem NWS-Team. Dein Verband? Ja, mein Verband, sind wir zusammen als Team dort. Ja. Und sonst ist er Schwingclub Zaviga und ich Schwingclub Alten. Und dann kann es sein, dass wir gegeneinander müssen. Okay. Und nachher musst du eben deine Grenze machen. Und nachher darfst du also Eidgenössische. Wild. Sehr wild. Also ist noch nicht spät. Meinst du noch nicht spät? Ja. Mit meinen jungen, frischen 29 Jahren noch anfangen mit Schwingen? Ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren hat ein 50-Jähriger mal angefangen zu schwingen. Ja. Legende, finde ich geil. Also auf jeden Fall ein Fan mit mir ist gewonnen. Also wenn ich weiß, wer jetzt auf jeden Fall mein Favorite Schwinger ist, das auf jeden Fall. Hast du hast vorhin gesagt, Nick, wie heißt er? Nick Alpiger. Nick Alpiger, der ist so dein Favorite Schwinger aktuell? Das war auch mein Vorbildschwimmer. Ja, okay. Hast du einen Goat-Schwinger? Also der Beste. Ja. Es gibt halt einen Besten. Ja. Und das ist der Jürg Abderhalb. Das ist aktuell gerade der Beste. Aha, aktuell, der am Schwingen ist? Ja. Nein, ist der Studemann. Momentan. Also es ist schwierig zu sagen, wer der Beste ist. Aber momentan auf letzte Saison zurückzugreifen, ist ganz klar der Studemann Fabian. Ja. Und hast du so in der Vergangenheit. Oder nein, Vergangenheit interessiert mich nicht mal so viel. Mehr so, Das wäre Jürg Abderhalb gewesen. Joe, Ja. der hat am meisten gewonnen. Der hat das Eigentliche, glaube 3-mal gewonnen. Ja. Und ist 4-mal im Schlussgang gewesen. Ja. Und Kilchberg, Unspunnen, auch gewonnen. Wild. Das ist so wie der Grand Slam im Schwingen, sagen, Ja, wenn ja. du die 3 Grossen gewinnst.
und der Seiger ist schon mehrmals gewonnen. Wild. Schon ein bisschen der Tupac vom Schweizer Schwingsport. Schon tough, ja. Schon tough, ja. Und wenn jetzt du kategorisierst dich selber ja noch ein bisschen als aufstrebende Jungs-Schwingtalent, oder? Oder bist du schon... Aufstrebend, ja. Gibt es so 2, 3, die in ähnlichen Positionen sind wie du, wo du so ein bisschen am Mitverfolgen bist? Weißt du, so ähnliche Alterskategorie, wo du denkst, so, das sind so die New Generation an Schwingers. Die gibt es sicher, ja. Das sind ein bisschen älter als ich, so ein Jahr älter. Gibt es 2, 3 starke, sehr, sehr starke von Bern. Ja. Beispielsweise Michael Moser, der momentan ein bisschen höherklassig ist als ich. Er zum Beispiel, oder Hilbrunner Fabian. Die sind alle relativ jung noch, also eben ein Jahr älter als ich. Dann beispielsweise 2 Jahre älter als ich sind noch zum Beispiel die Rotbrüder aus meinem Verband. Es gibt da ein paar Junge, die mega am Kommen sind. Geil. Und hast du das Gefühl, du wirst gleich behandelt von allen anderen? Ich würde es behaupten, ja. Das schon. Spürst du mal so ein bisschen von den Medien, weißt du jetzt, wenn so das Thema Rassismus oder so aufmachen, weißt du, mit, weiß auch nicht, wenn du das Gefühl hast, ja, wir wollen eigentlich über Schwingen reden und dann kommen wir mit Rassismus oder was auch immer. Spürst du mal so Sachen? Das habe ich sicher gespürt. Ja. Ich, oder besser gesagt auch mein Team, sind jetzt eigentlich der Meinung, dass das ausgesprochen ist. Also das ist klar offen kommuniziert worden. Aber über das rede ich eigentlich auch gross nicht mehr. Ja. Weil es hat sich verbessert. Ja. Es ist immer noch das Thema. Das ist leider weltweit noch das Thema. Ja. Aber ich probiere weiterzugehen. Und, Ja, total, ja. Ich will als Schwinger bekannt sein und nicht einfach nur als auf meine Hautfarbe reduziert werden und immer das thematisieren. Sondern ich will mit meiner Leistung und zeigen, dass ich ein junger Schwinger bin, wo mit Talent und Können. wo die Aufmerksamkeit bekommt. Und nicht Hautfarbe oder was auch immer. Genau. Ein starkes Statement. Finde ich Gangster. Finde ich geil. Vor allem, weißt du auch, ich meine, das wäre jetzt so etwas, wo wir jetzt auch größer thematisieren, aber mich langweilig. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, weißt du, aber ich finde es ein bisschen anstrengend, über das so künstlich müssen diskutieren, wenn es gar nicht das Thema ist oder so. Aber ich habe nur so ein paar bei SRF hast du eine Doku gehabt, oder? Ja, voll. Oder eine Doku über dich gemacht. Dann bin ich ein paar Kommentare gelesen. Weißt so, ist das oftmals so ein das Thema gewesen, der Kommentarspalt. Dann denke ich so, Alter, wenn das wirklich so, müssen wir noch groß über das diskutieren. So, ich würde dem eigentlich gar nicht so viel Platz geben, weißt du, dem ganzen Thema. Aber mich hat mich jetzt noch wundern, ob du das selber auch so spürst oder ob das so ein bisschen abgenommen hat oder ob das immer noch eine grosse Thematik ist. Aber Das hat schon abgenommen. das ist eigentlich schön. Ja, genau. Voll. Kannst dich mehr auf dein Kernbusiness fokussieren. Genau, auf die Leistung. Geil, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das Hey, ist so. hast du noch irgendetwas, wo du begrüßen oder willst du irgendetwas sagen als Schlusswort oder so? Ich finde das ein geiles Statement zum Schluss, was du gemacht hast. Ich würde. Ich sage auch. Ciao zusammen. Also, das war spannend, war cool. Hört die weiteren Podcasts. Geil. Und kommen wir mal an den Schwingfest. Können wir dann ein Schwingfest? Das drucken wir auf T-Shirt zum Verschenken an 2 Hände. Yes, sir. Hey, danke dir vielmals. Es hat Spass gemacht mit dir. Hast mich ein bisschen belehrt im Schwingsport. Ich tue nachher alles am Schluss noch weiter in einer Self-Education-Stunde noch fortbilden, was Schwingen betrifft. Da, wo du mir die Infos, die du mir alle gegeben hast, jetzt weiss ich ein bisschen mehr. Du hast definitiv mit mir einen Fan gewonnen vom Schwingen. Ich finde, deine Passion, die dahinter ist, die spürt man, die kommt wirklich über den Kopf ab beim Zuhörer, bei den Zuschauern. Und verfolgt den jungen Mann. Sehr, sehr ein sympathischer junger Dude. Kommt 20 Minuten spät, wenn er mit ihm abmacht, aber ist voll okay. Das macht er mit seinem breiten Grinsen wieder weg, der junge Mann. Hey, Chicos, bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Und wir hören uns. Ciao zusammen, danke vielmals. Macht keinen Scheiß, küsst eure Eltern auf die Stirn. Geht beichten, macht euer Zeugs, macht was auch immer. Alles, was gesund ist, wo euren Körper fördert, wo euren Geist fördert. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Nur Liebe verteilen. Love you guys. Talk it like Louis D. Geiles Ziel.